Hallo zusammen, willkommen zurück bei «Hör mal». Alle Leute, es ist jetzt einfach fix Sommer und zwar wahrscheinlich für die meisten. Also, ich glaube, ja, viele müssen halt irgendwie gleich arbeiten, aber I guess, wir folgen auch viele Leute, die in die Schule gehen und ich glaube, so Maturprüfungen und so sind doch jetzt dann fertig, oder? Also, es sieht gut aus, Leute. Die Sommerferien kommen uns immer näher. Die Vögel zwitschern. Und ja, wir stinken alle nach Schweiß. Ich denke mal, das ist eine gute Voraussetzung für das Leben, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist wirklich so Seasonal Depression gone. Ich weiss, mit so Begriff tut man nicht einfach um sich werfen. Aber legit, im Winter geht es mir nicht gut. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich glaube, wahrscheinlich geht es uns allen gleich. Naja, auf jeden Fall. Live-Update. Ich habe meine Prüfungen obviously nicht bestanden, so wie ich es prophezeit habe. Ich bin nicht so eine Sau, die sagt, nein, ich habe es nicht geschafft. Und nachher habe ich eine Sechser in allem. Nein, wenn, dann ist das purer Zufall. Im Gimmi gewesen, weil ich weiss, mir hören die Leute vom Gimmi zu. Ja, sorry, amigs bin ich wirklich besser gewesen, als ich gedacht habe. Aber anyways. Live-Update. Ah, das habe ich ja schon gesagt. Eben, so das ist so ein Major-Ding, aber das ist jetzt auch nicht so Major, weil ich es gewusst. Major Monogram. Meine Konzentrationsding ist momentan wirklich wieder mal auf einem All-Time-Low. Also müsst ihr euch damit abfinden, dass ich wahrscheinlich fucking wieder... ich weiß auch nicht, einfach nicht so wirklich anwesend in meinem Hirn bin und einfach irgendeinen Scheiß rede. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ja, das heisst, ich mache jetzt erstmal, weil das juckt ja alle so sehr, ich mache jetzt erstmal quasi wie ein Zwischenjahr und konzentriere mich mal vor allem auf Social Media, aber ich hätte auch voll Bock, so ein Praktikum machen oder so, aber da weiß ich noch nicht so ganz was, wie, wo. Und ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ich habe keinen Bock, also ich habe mega so das Bedürfnis in mir, immer einen Plan zu haben und wenn mal etwas nicht nach Plan läuft, dann bin ich ganz gestresst und so und darum finde ich es eigentlich auch noch cool, wenn ich mal jetzt einfach mal nicht das mache, um vielleicht mal lernen, dass auch dann alles okay wird. Aber mal schauen. Ja, ich bin irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen gestresst auch, weil jetzt der Sommer kommt. Weil der Sommer tut immer so ein bisschen Veränderungen mit sich bringen. Und du musst so plötzlich haben alle Zeit und ich finde es eben noch geil, wenn niemand Zeit hat und alle sind so am Lernen und immer wenn du jemanden fragst, so ja, wenn wir etwas machen, heisst so, nein, sorry Bro, ich habe keine Zeit. So niemand hat Zeit, was auch bedeutet, dass du nichts verpassen kannst. Und das ist immer so ein bisschen ein Struggle von mir und ich weiss, es ist nicht gesund und bla bla, aber jetzt einfach mal, um so ehrlich zu sein, weil ich weiss, wir finden es alle cool, wenn jemand mal die Fresse öffnet. Ich glaube, es geht vielen so, Bro. Jetzt plötzlich haben alle Zeit und ich frage mich so, Bro, bin ich gerade etwas am Verpassen? Mit wem soll ich jetzt rausgehen? So, du musst wie so für den Sommer so deine Friend Groups securen und so sicherstellen, dass du ja nichts verpasst und nicht nach dem Sommer denkst, wow, jetzt habe ich den ganzen Sommer nichts gemacht. Das ist irgendwie schon ein bisschen stressig. Gleichzeitig hast du auch nichts zu tun und langweilst dich den ganzen Tag. Also ist es einfach irgendwie so eine komische Zwiespalt. Das ist wie, wenn du eigentlich lernen solltest und dann einfach nichts machst. So fühle ich mich den ganzen Sommer so, Bro, es ist Sommer, du solltest etwas machen. Also, wirklich so FOMO, Fear of Missing Out, das ist mein Shit. Oder irgendwie auch nicht, weil es juckt mir dann auch nicht genug, um wirklich rauszugehen und etwas zu machen. Weil ich mich schon so daran gewöhnt habe, dass ich einfach ein Memme bin, der daheim bleibt. Sorry an alle, die daheim bleiben, das ist wirklich okay. Aber ich denke einfach selber an mich so, Bro, ich verpasse das Leben. Naja, das auf jeden Fall, das beschäftigt mich in letzter Zeit und gleichzeitig das ist auch ein bisschen scary zum Aussprechen, aber so, ihr wisst, wie es ist, wenn man so in einer Beziehung ist und dann plötzlich, wenn du so ein bisschen insecure bist oder einfach so mega Overthinker bist, du musst nicht mal unbedingt so insecure sein, aber wenn du dir einfach viel Gedanken machst, oh sorry übrigens, das sind ganz viele englische Wörter bis jetzt, ich weiss, mega viele Leute haben das nicht gern, aber sorry, das ist einfach mein Sprachgebrauch. Nein, aber wenn du in einer Beziehung bist, dann ist es eben auch so, es ist mega so in der Komfortzone, wenn beide einfach so beschäftigt sind. Aber wenn der Sommer kommt und du weißt so, wow, jetzt kommt so Ausgangsphase und oh ja, die Person darf ja auch noch ein Leben außerhalb von mir haben und ich ja auch und so. Das ist auch wieder für mich so stressig, vor allem wenn du noch nicht so lange, also ich habe das Gefühl, wenn die Leute so, keine Ahnung, weil die 4 Jahre zusammen sind, die haben schon 4 Sommer miteinander überlebt, logisch machst du dann nicht mehr so Sorgen, aber am Anfang weißt du ja gar nicht so, wie das Gegenüber tickt und was ist, wenn er jetzt gleich etwas machen und so. Und rational weiss ich ja, okay, wenn er das Bedürfnis hat, dann kann er sich gerne verpissen. Und irgendwo weiss ich auch, ja, er macht das fix nicht. Aber kennt ihr das? Bitte sagt ihr related.
ja, meine Overthinking-Seite ist im Moment wirklich am explodieren. Ich denke mir so, oh mein Gott, was passiert echt alles diesen Sommer? Habe ich nach dem Sommer überhaupt noch alle meine Kollegen und alle Leute, die mir wichtig sind? Oder ist nach dem Sommer alles verkackt? So, für mich ist der Sommer so etwas Grosses. Leute gehen in die Ferien. Was passiert in der Ferien? Was? Wisst ihr, was ich meine? So, Bro, können wir einfach... Das ist einfach Veränderungen. Ich bin nicht gut mit Veränderungen. Und je älter man wird, desto heftiger ist der Sommer. So, früher hat man nichts machen im Sommer so richtig. So, das Höchste, was du gemacht hast, ist bis um 10 Uhr draussen sein. Wisst ihr, was ich meine? Und je älter die Leute werden und je mehr Geld die Leute verdienen, haben sie mehr Opportunities zum geilen Shit machen. Und ich weiß nicht, ich komme einfach nicht so gut klar damit. Aber ich hoffe, ich lerne etwas daraus. Und so, ich mache auch selber mega viele coole Sachen. Ich habe einfach immer das Gefühl, ich mache nichts Cooles. Aber ich mache, weißt du, wie viele coole Sachen? Also, falls es dir so geht wie mir, red dir einfach selber so, ja, du machst auch coole Sachen. Andere Leute denken sich vielleicht das Gleiche bei dir. Auf jeden Fall, Leute, das heutige Thema, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber es geht um Hot Girl Summer. Und ich weiss, es hören wir auch Typen zu, aber nicht so viel. Darum, ja, es geht vor allem um Hot Girl Summer. Ich weiss nicht über Hot Boy Summer. Ich habe das Gefühl, Typen haben immer einen Hot Boy Summer. Also die Sachen, die ich sagen werde, sind eigentlich schon allgemeingültig. Wenn du ein Typ bist, musst du es vielleicht einfach ein bisschen abändern. Sorry, ich habe es jetzt wirklich nicht so formuliert in meinen Gedanken und so, dass es spezifisch an Männer geht, schon eher an Frauen. Weil ich kann ja auch nur darüber reden, was ich selber erlebe. Und ich bin nun mal eine Frau. Das erstmal als Disclaimer. Und schon so zum Abfall, falls du vielleicht, ich bezweifle es, aber falls du noch nie vom Begriff Hot Girl Summer gehört hast, es geht so darum, dass man so das Leben lebt und so quasi, ja, du bist nicht abhängig von einem Typ im Sommer und mega oft ist es ja so, Leute machen immer vor dem Sommer Schluss und dann heisst es so, haha, I'm ready for Hot Girl Summer. Also impliziert es auch so ein bisschen, dass man irgendwie im Sommer vielleicht viel mehr Typen hat oder so drauf schießt und sich nicht von so gesellschaftlichen Normen und vom so Druck irgendwie beeinflussen lässt, sondern einfach das macht, auf was man Bock hat. So, du bist Hot Girl Summer, kein Typ kann mir etwas sagen und niemand kann mich verletzen und ich bin einfach wild am mein Leben leben. In meiner Erfahrung ist das sehr schwierig in der Umsetzung, weil schlussendlich bist du dann irgendwie gleich am Heulen, weil du Gefühl bekommst für irgendeinen. Alter, Leute, sind wir ehrlich. Aber ich will jetzt nicht so über diese Art von Hot Girl Summer reden und auch nicht so über das so «How to glow up for summer». Obwohl, ich habe mega Bock. Leute, hättet ihr Bock auf das? Ich habe Bock, ein YouTube-Video zu machen, wo ich so alle diese Ratschläge befolge, wo die Leute sind so «How to glow up for summer». Wo ich einfach in einem Tag so all das mache und schaue, ob es mir danach wirklich besser geht und so, oder ob es überhaupt einen Unterschied macht. Weil irgendetwas muss ja vielleicht schon dran sein, wenn jede zweite auf YouTube und TikTok das so empfiehlt. Nein, es geht einfach so allgemein darum, wie kannst du confident sein im Sommer und was sind so Sachen, die ich finde, sind wichtig für einen Hot Girl Summer. Genau. Darum fangen wir einfach mal an, würde ich mal sagen. Ich muss auf mein Handy schauen, weil, wie ihr wisst, ich habe ein Apps-Hirn und schreibe mir jedes einzelne Ding, das ich mir merken muss, auf. Darum fangen wir mal an. Genau, eben. Disclaimer habe ich schon gemacht, wegen es geht nicht nur ums Äußerliche und so. Ich glaube, was vor allem wichtig ist für einen guten Hot Girl Summer, ist, dass man einfach selbstbewusst ist. Und logisch hat das auch etwas damit zu tun, wie man sich wohlfühlt mit dem Aussehen. Und ich will damit nicht sagen, du musst rumlaufen wie jede andere und du musst genau das machen wie die Hot Girls auf der For You-Page, sondern du musst das machen, mit dem du dich wohlfühlst. Wenn du dich wohlfühlst in einem Großmutterkleidli und keine Ahnung was, dann ziehst du ein Großmutterkleidli an. Wenn du dich am geilsten fühlst, wenn du ein hure enges, kurzes Kleid an hast, dann ziehst du ein kurzes, enges Kleid an. Wenn du dich am wohlsten fühlst, wenn du lange Hose an hast, dann ziehst du die lange Hose an. Das ist so mein Punkt. So, ich finde, man merkt sofort selber immer, sobald du rausgehst und etwas anhast, das dir gleich nicht so gefällt oder du dich einfach nicht wohlfühlst, du kannst den Abend gar nicht genießen oder den Tag oder was auch immer. So, ich finde, ich habe das früher immer mega overrated gefunden, sich so hübsch machen und so und bla bla. Und ich habe das auch nie verstanden, wenn Leute gesagt haben, man macht sich für sich selber hübsch und nicht für andere Leute. Aber jetzt, wenn ich selber so in das reinkomme, merke ich es voll so. Ich ziehe einfach das an, was ich selber mega cool finde, was ich auch an andere Leute mega cool finden würde. Und früher einfach gedacht hat, ja okay, die kann das anziehen, weil sie ist halt so eine coole, aber zu mir passt das gar nicht. Nein, Digga, du kannst das auch einfach machen. Alles, was die anderen können, kannst du auch. Also mach doch einfach aus dir die Person, die du sonst auch so in der Aussenwelt cool findest.
so, wisst ihr, was ich meine? Darum habe ich so angefangen, auch wenn ich gar nichts Spezielles mache oder so, für mich ist es vor allem, auch weil mich so viele Leute erkennen draussen, so eine Erleichterung, wenn ich so selber wenigstens weiss, so, ich finde, heute sehe ich cool aus. Wisst ihr, was ich meine? Nicht so, wieso schaut die Person mich an? Ist sicher, weil ich scheiße aussehe. So, es gibt dir so viel mehr. Wenn du weißt selber und du bist zufrieden, dann denkst du auch instant, ja, die Person schaut mich vielleicht an, weil ich heute cool aussehe. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht mehr so, dass ich muss mich verstecken, sondern du kannst so rumlaufen und stolz auf dich selber sein und musst dir weniger Gedanken machen, was ja automatisch dann auch deinen Tag verbessert, wenn du nicht die ganze Zeit am Overthinken bist und einfach so, ja, okay, ich sehe cool aus, geil. Und ich habe das Gefühl, man ist dann auch viel mehr offen und wenn man so mit Leuten redet, man schämt sich so irgendwie weniger. Und darum habe ich das Gefühl, es macht schon einen Unterschied. Oder auch so, ich weiß nicht, früher habe ich mega oft so das gemacht, dass ich so meinen Haarwäschtag rausgezögert habe, weil ich so dachte, so, ja, okay, heute einen Tag geht es noch und so. Aber dann habe ich mich den ganzen Tag unwohl gefühlt, weil meine Haare so leicht fettig waren und so dachte, Bro, bitte schaut mich niemand an. So, wieso habe ich nicht einfach meine Haare gewaschen? Dann hätte ich so viel weniger Sorgen gehabt. Es sind so mega kleine Sachen, die dann irgendwie gleich einen grossen Einfluss haben auf deinen Alltag. Und mir ist das viel zu spät irgendwie aufgefallen und darum, ja, irgendwie finde ich, das ist gleich wichtig. Was auch noch so zum Thema Selbstbewusstsein gehört für mich, ist nicht nur, wie du aussiehst und zum Beispiel auch nicht nur aussehen, sondern auch so schmecken. Ich glaube, ich habe das schon oft erzählt. Ich habe immer Angst, dass ich stinke. Und darum ist für mich so viel einfacher, einfach in etwas zu investieren, wo ich weiss, ich werde nicht stinken damit. Oder dann gehe ich halt fucking noch zweimal aufs WC, wenn ich irgendwo bin und tue mir nochmal Deo drauf streichen. So, Bro, alles nur zur Prävention, dass ich mich nicht nachher schlecht fühle, mache ich instant. Was auch dazu gehört, ist so, die Leute, mit denen du die abgibst. Und ihr wisst, das ist sowieso ein grosses Thema bei mir, aber auch so eben jetzt, zum Beispiel, du gehst in den Ausgang, weil du dir so denkst, ja, das ist jetzt der Sommer, wo ich mehr mache und rausgehe und so. Wenn aber die Leute, mit denen du in den Ausgang gehst, dich nicht wohlfühlen lassen, dann fühlst du dich instant scheiße und es hat gar nichts mit dir zu tun und dann ist einfach für dich im Kopf nachher irgendwie allgemein so, Ausgang gehen ist voll scheiße und ist voll nicht mein Ding. So verstand ich, das sage ich selber. Aber einfach, weil ich weiss, auch wenn ich mit Leuten bin, wo ich mich wohlfühle, ist es jetzt nicht meine Lieblingsaktivität. So, ich gehe schon ab und zu, aber es gibt ja wirklich Leute, die fühlen im Sommer, das ist so ein Sommer-Highlight, so irgendwie gefühlt jeden 2 Tage irgendwo tanzen. Und diesen Leuten geht es auch nicht unbedingt darum, irgendwie besoffen zu sein oder so, sondern sie fühlen es einfach wirklich. Und vielleicht bist du ja auch so eine Person und du weißt es einfach noch nicht, weil du auch mit den falschen Leuten gehst. Und ich würde einfach dann sagen, geh einfach gar nicht mit diesen Leuten. Ich weiss, man hat nicht immer so einen Ersatz. So lieber geht man dann mit diesen Leuten, als dass man gar nicht in den Ausgang gehen kann oder so. Aber wenn du mal so ein bisschen rumschaust und überlegst, hast du sicher irgendwelche Leute in deinem Leben, mit denen es angenehmer wäre im Ausgang. Und auch so Selbstbewusstsein oder so Confidence im Sinn von den Sachen, die man macht. Also nicht nur die Leute, mit denen du es machst, sondern auch, was du machst. Wenn du gar keinen Bock hast, eine Bootstour zu machen, dann geh nicht. So, wenn es dich unwohl fühlen lässt, irgendwie, keine Ahnung, an eine Day-Rave zu gehen, weil du nicht gerne im Hellen tanzt oder so, du nicht gerne hast, dass die Leute dich im Hellen anschauen. Bro, dann geh nicht, dann gehst du halt am Abend irgendwo in den Ausgang. So kleine Sachen kann man ja wirklich selber entscheiden und selber ändern. Und ich finde, es ist so blöd, sich immer dem auszusetzen, wo man gar keinen Bock drauf hat, wenn du es einfach auch sein lassen und du dich einfach insgesamt besser fühlen würdest, wenn du es einfach sein lassen würdest. Darum so, schaut, dass ihr euch darauf bewusst für Sachen entscheidet, die ihr wirklich auch cool findet und die euch einen Mehrwert geben und wo ihr danach auch denkt, so, wow, das war jetzt geil gewesen. Und nicht, wo man heimgeht und so enttäuscht ist und so denkt, Bro, wieso bin ich gegangen, ich habe ja eigentlich genau gewusst, bla bla bla. So, wir müssen anfangen, so ein bisschen selber die Sachen in die Hand nehmen und selber so ein bisschen entscheiden und auch mal Nein sagen. Und ich finde es ist auch wichtig, so zu wissen, wie man Nein sagt. Zum Beispiel, wenn deine Friends immer fragen und ja, kommst du mit und du sagst jedes Mal einfach Nein, kein Bock, nein, kein Bock. Dann logisch fragen sie irgendwann auch nicht mehr. Aber wenn du auch begründen kannst, so, hey, sorry, nein, irgendwie, das fühle ich nicht so, aber können wir vielleicht mal etwas anderes machen, so auch mal einen Gegenvorschlag bringen, ist mega wichtig und das struggle ich auch selber damit, ich vergesse es am liebsten, dass es ja auch irgendwie abweisend ist von mir, wenn ich immer sage, nein, Bro, ich habe keinen Bock. Aber ja, einfach so ein bisschen wirklich nur das machen, wo du Bock drauf hast. Weil eben so das ganze Thema Hot Girl Summer und so, ich habe das Gefühl, da macht man auch oft einfach Sachen, wo man denkt, man muss es machen, wo man aber nachher gleich nicht fühlt. Und da kommen wir schon zum nächsten. Ich finde aber trotzdem, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber ich finde, probiert so viel
Experiences ja zu sagen wie möglich. Und wie möglich ist wichtig. So. Sag nicht einfach zu allem ja aus Prinzip, sondern eben überlege ein bisschen so, sage ich jetzt einfach nein, weil es irgendwie außerhalb von meiner Komfortzone ist und es irgendwie scary ist. Aber eigentlich hätte ich gleich Lust, wenn es cool ist. Oder sage ich nein, weil ich einfach wirklich hart keinen Bock habe und keinen Mehrwert drin sehe. So, und ich finde, da liegt auch mega viel so Entwicklung drin und so Selbstwahrnehmung und so. Du musst dich selber schon ein bisschen kennen, um auch die richtigen Entscheidungen treffen können. Da. Und das ist ja irgendwie das Coole daran. So, ich finde, wenn du merkst, so, ja, ich kann wirklich selber gut entscheiden, was mir passt und was mir nicht passt und es kommt nachher gut raus, dann tut das auch wieder, das ist wie so ein guter Teufelskreis. So, dann kommt es schlussendlich auch wieder so raus, dass du mehr Selbstbewusstsein hast und mehr confident bist mit deinen Entscheidungen, weil du weißt, ich kann für mich selber die richtigen Entscheidungen treffen. Und das gibt einem mega viel. Und auch eben so, das gibt dann nachher in jedem Aspekt irgendwie etwas. So zum Beispiel, wenn ich mir selber vertraue, dass ich gute Entscheidungen treffe und dass mein Urteilsvermögen gut ist, dann werde ich zum Beispiel jetzt auch, wie ich am Anfang gesagt habe, so, ich bin ein bisschen insecure, was das angeht, jetzt in einer Beziehung sein und man weiss so nicht wirklich, was läuft. Wenn ich mir selber vertraue, dann kann ich auch darauf vertrauen, Emma, du hast den aus einem Grund ausgesucht, den Typ, und er wird schon nichts falsch machen. Und wenn er das macht, dann vertraue ich mir selber, dass ich das als Zeichen wahrnehme und nicht mehr mit ihm bin, weil er es nicht wert ist. Wisst ihr, was ich meine? So, man muss einfach alles, was wir machen diesen Sommer, Leute, muss einfach so drauf rausgehen, zum Ziel haben, dass wir uns selber besser kennenlernen und eben, so darum sage ich auch ja sagen zu neuen Experiences, weil vielleicht lernst du etwas Neues über dich selber, wo du gar nicht gewusst hast, dass du das fühlen würdest und nachher findest du es mega cool. So, das ist doch Best-Case-Szenario. Oder genau gleich, wenn du merkst, ja okay, das habe ich jetzt nicht so gefühlt, aber das habe ich vorher nicht können wissen, ist auch cool, weil dann weißt du nachher, okay, das finde ich nicht cool zu machen. So, wenn du noch nie etwas erlebt hast und nachher einfach prinzipiell sagst, das finde ich voll scheiße, würde ich nie machen, aber du hast es noch nie gemacht. Also ja, es kommt auch darauf an, was. Du musst jetzt nicht alle Drogen ausprobieren, nur weil du findest, Drogen sind scheiße, aber du hast sie noch nie ausprobiert. Aber so, eben, keine Ahnung, Alter. Geh schnorcheln oder so. Nein, das finde ich voll grusig. Ja, okay, hast du es schon mal gemacht? Nein. Okay, dann mach's doch mal. Und nachher findest du es vielleicht hure geil, weil du coole Sachen unter Wasser siehst oder so. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber Leute, meine Beispiele sind immer scheiße, geben wir es zu. Gut. Was auch sehr fucking essentiell ist für Hot Girl Summer, ist, dass man auf andere Mädchen und Frauen aufpasst. Du musst sie nicht gerne haben. Es gibt Leute, Bro, die habe ich im Ausgang gesehen schon oder an Partys oder so und denke, Bro, du hast mich so scheiße behandelt dein ganze Leben. Aber wenn die nachher irgendwo liegt und kotzt und halb so ihre eigene Kotze am Verrecken ist, Bro, dann gehe ich trotzdem zu ihr an und helfe ihr und rufe den Krankenwagen an. Dann ist es scheißegal, ob sie mich scheiße behandelt hat oder ob ich sie blöd finde. Genau gleich, wenn du eine siehst, der sturzbesoffen ist und mit irgendeinem Dude wegläuft, wo du weißt, der ist sketchy, dann tust du gefälligst das auf die Seite legen, was dein Problem mit ihr ist und gehst ihr trotzdem helfen. So, niemand anders hilft uns und wir müssen gegenseitig aufeinander schauen. Und es ist ja genauso schön, wenn du irgendwo dann vielleicht Hoffnung hast, dass es jemand für dich auch machen wird. Weil die Typen werden das nicht machen, glauben wir. Und wir haben nur uns. Und ja, einfach so, vielleicht so ein kleiner Appell. Bro, bitte können wir aufhören mit dieser Mentalität, so, dass wir in einer Konkurrenz, dass wir füreinander Konkurrenz sind. Hören wir auf mit dem scheiß Konkurrenzkampf. Ich weiss, es wird uns so beigebracht und ich weiss, es ist mega schwierig, das sein zu lassen. Und ich habe das fix selber auch noch zum Teil. Aber so das Gegeneinander sein ist so blöd und glaube mir, so dass, ich habe das mega lange auch gedacht, so, ja, mit Frauen befreundet sein ist so viel anstrengender und mit Typen ist es so viel einfacher. Das stimmt gar nicht. Es gibt so viele weibliche Freundschaften, die ich in den letzten paar Jahren gemacht habe, wo mir so viel geben, viel mehr, als mir irgendeine männliche Freundschaft jemals geben können, weil wir haben so viel mehr gemeinsam. So ein Typ wird nie verstehen, was ich meine, wenn ich erkläre, wenn ich eine Situation erkläre, die halt nur wir erleben. So, es gibt einem so viel zurück, wenn man mit jemandem befreundet ist, der genau das gleiche Leben lebt. Und wenn du endlich mal so realisierst, so, wir alle leben genau die gleiche Realität und es ist mega schön, dass wir miteinander relaten können und wir müssen nicht immer gegeneinander sein und die ist hübscher und ja, die. Und
dann finde ich es eben auch so schade, das ist gerade so das Nächste. Wir müssen unbedingt so Grenzen respektieren, was auch so Beziehungen angeht und so. Kommt in letzter Zeit immer mehr zu Ohren, Alter, und auch in meiner eigenen Situation, wie Leute einfach nicht aufhören, Leute anmachen, die schon mit jemandem zusammen sind oder etwas mit jemandem haben. So, okay, wenn du es nicht weißt, ist ja eine Sache. Dann kann die Person dir noch sagen, ja, sorry, ich habe eine Freundin. Aber wenn du das weißt und trotzdem weitermachst, oder du kennst die sogar und schießt einfach drauf, Leute, das hat einfach nichts mehr mit genau dem zu tun, wo ich vorher gesagt habe, also wir müssen füreinander da sein und so. Wenn du auf mich schiessest und du bist selber ein Mädchen, das ist doch so blöd. Du weißt doch selber, wie es ist. Wieso behandelst du mich dann genau gleich, wie du es selber gar nicht fühlen würdest? Und ich finde immer so, du kannst nicht beeinflussen, was andere Leute machen, aber du kannst immer entscheiden, wie du dich selber verhaltest. Und du musst nicht so tief absinken wie andere Leute. So nur weil irgendwelche andere Leute es cool finden, betrügen, musst du nicht selber das machen, nur weil ja, andere machen es ja auch. Nein, so, du kannst ja ein Beispiel setzen dafür, wie jeder sich verhalten sollte. So, genau gleich wenn Leute meine Freunde anmachen, gehe ich nicht plötzlich ihren Freund anmachen. So, das ist einfach so barbarisch und unnötig und können wir einfach aufhören bitte und können wir Grenzen respektieren und aufhören so das irgendwie aufhypen, weil ich das Gefühl, das wird auch oft mit Hot Girl Summer verbunden, irgendwie, dass man einfach drauf schießt und einfach macht, was man Bock hat und es ist scheißegal, wer dabei verletzt wird, so nein! Und auch so, dass bitte geht auch nicht raus und macht jemandem Hoffnung, nur weil ihr es gerade irgendwie lustig findet und es ist so ein bisschen unterhaltsam. Jetzt auch eben auf Typen bezogen, so, es ist cool, du kannst deinen Spass haben, es muss nicht ernst sein, aber es ist auch wichtig, dass beide die gleichen so Signals bekommen von der Situation. So, wenn er das Gefühl hat, du bist seine nächste Freundin und du denkst, Bro, übermorgen ghost ihn, dann ist es ja auch nicht wirklich fair. Und keine Ahnung, einfach wirklich so, alle können ihren Spass haben und so, aber es ruiniert halt für so viele Leute den Spass, wenn es so Leute gibt, die auf alles schiessen. Und ich hatte auch eine Phase, also nie im Leben habe ich irgendwie jemanden angemacht, der eine Freundin hat oder so. Nie, Alter. Aber ich meine, in anderen Aspekten habe ich auch eine Phase, wo ich einfach das Gefühl hatte, Alter, ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen, weil auf mich nimmt auch niemand Rücksicht. Fickt euch alle, ihr kriegt es ja anscheinend nicht an, also muss ich mir auch keine Mühe mehr geben. Aber das ist so blöd, Alter. Nein. Es ist wirklich nicht so anstrengend. Einfach respektvoll sein und ein bisschen an andere Leute denken. Und es wird dir so ein besseres Gefühl geben, als dass du zu oben im Bett liegst und dir denkst, Alter, was bin ich eigentlich für ein Scheißmensch? Glaubt mir. Und es ist nie zu spät, um so anfangen zu probieren, ein bisschen netter zu sein und ein bisschen mehr zu überlegen. Auch wenn du nicht immer das Gleiche zurückbekommst. Du kannst wenigstens dann von dir selber behaupten, dass du nicht so bist und dass du Persönlichkeit hast und fucking nett bist und nicht eine dumme Sau. Sind wir ehrlich, es gibt genug dumme Sauen, bitte hört auf, dumme Sauen zu sein. Es regt mich so auf, immer wieder zu hören, ja, jetzt hat die schon wieder meinen Freund angemacht und sie weiss ja, sie kennt mich sogar, so, wir sind sogar befreundet gewesen, mal. Habt ihr kein Leben? Und umgekehrt haben Typen genau gleich, aber da kann ich nichts sagen, Alter, da habe ich die Hoffnung aufgegeben. Aber eben so, wir können immer selber kontrollieren, wie wir drauf sind, was wir machen und das sollten wir auch nutzen. Und nicht einfach denken, ja, es hat keine Hoffnung mehr. Komm, ich lebe jetzt einfach mein Leben. YOLO, ja schon YOLO, aber nicht zu diesem Ausmaß bitte. Ich habe ein TikTok darüber gemacht, letzte. Ich finde es einfach wirklich peinlich. So, schlussendlich, wenn du eine Beziehung zerstören willst, okay, vielleicht schaffst du es und dann ist es scheiße für beide, aber irgendwie dann auch so, okay, wenn die Person das mit sich machen lässt, ist es wahrscheinlich eh nicht so eine tolle Beziehung gewesen. Aber gleichzeitig so, es bringt nichts, weil es ist so, er wird es sowieso machen, wenn er Bock drauf hat und wenn nicht, dann nicht. Und wenn es eine gute Beziehung ist, Bro, hast du eh keine Chance mit diesen Sprüchen, die du machst und du blamierst dich einfach selber. So, was hast du das Gefühl? Und was gibt dir das im Leben? So, es gibt so viele andere Typen. Der Typ, den du anmachst, der eine Freundin hat, ist definitiv nicht der Beste für dich, weil sonst wäre er wahrscheinlich mit dir zusammen. Und falls er dein Prince Charming ist, Alter, dann wird es irgendwann wohl schon dazu kommen, weil dann kommt alles so, wie es kommen muss. Aber bis dann, lass doch die zwei bitte in Ruhe und suchst dir einen, der Single ist. Es gibt ganz viele Leute. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie als Challenge sieht, so mal schauen, ob er es macht, obwohl er so eine tolle Freundin hat oder so. Keine Ahnung, aber es ist einfach armselig. Und ich habe wirklich Mitleid mit so Leuten, weil ich glaube,
so Leute suchen einfach am ganz falschen Ort die Aufmerksamkeit und so die Bestätigung, wo sie sich selber irgendwie nicht geben können. Und ja, dann wäre es vielleicht einfach mal so an der Zeit, einfach mal ein bisschen zu reflektieren und an sich selber zu arbeiten, dass man das eben nicht mehr nötig hat. So, wirklich, ich bin nicht mal hässlich auf die Leute. Ich bin einfach so, Bro, Alter, such dir Hilfe und hör auf, meine Eier zu stressen. Wirklich. Ja. Ja. Der nächste Punkt heisst, es steht literally in meinen Notizen, blamier dich nicht bitte, du wirst dich schämen. Damit meine ich eben so, dass Hot Girl Summer, YOLO und so, ist alles cool und recht. Aber macht auch wirklich nur das, wo ihr im Nachhinein so zurückschauen könnt und denkt so, ja, das habe ich hure lustig gefunden, das war geil gewesen. So, auch wenn jemand anders zu dir kommen würde und so sagt, Alter, das war hure der Schämer gewesen, sagst du, nein, ist doch hure lustig gewesen. Dann ist alles noch im grünen Rahmen, wenn du wirklich dahinter stehen kannst. Aber sobald so etwas ist, wo, wenn dir jemand gefilmt hat dabei und es dir am nächsten Tag vor die Fresse hebt, du am liebsten würdest kotzen und davon säckeln, dann mach es doch einfach nicht. So, und ich meine es auch nicht, also so andere Leute juckt es ja nicht, was du machst, aber ich meine es mehr so für dich selber, so als gut gemeinter Rat. Nicht alles ist so cool, wie man es im Moment meint. Und ich hätte das gern früher mal gewusst, so, Alter, bitte überleg doch einfach noch kurz, bevor du etwas machst. Oder überleg zweimal, bevor du etwas sagst. So, es kann dir wirklich so den Arsch retten. Und es führt auch wieder so genau zum Gleichen, wie ich vorher gesagt habe. Es ist wieder so Selbstbewusstsein, wenn du weißt, zum Beispiel jetzt eben wieder Alkohol, wenn du besoffen sein kannst und du weißt aber von dir selber, ich werde trotzdem nichts machen, was völlig skandalös und schrecklich ist, dann bist du, weißt, wie wieder so im Reinen mit dir selber und kannst quasi stolz sein und einfach wissen, ich mache nichts falsch. So. Wenn du aber die ganze Zeit Angst haben musst, so, das nächste Mal, wenn ich trinke, dann bringe ich sicher wieder so einen Schämmer. Ja, okay, aber dann trink doch vielleicht nächstes Mal weniger. So, wir sind eigentlich 99% der Zeit selber schuld an unserer eigenen Misere, wo wir uns so reinreiten, weil eben zum Beispiel man keine Selbstbeherrschung hat und dann sagst du dir, ja, nächstes Mal trinke ich wirklich nicht so viel und dann bist du irgendwie am Schluss trotzdem wieder die am Schluss vom Abend am Boden liegt und sich selber einkotzt. Wisst ihr, was ich meine? Alter, sorry übrigens, falls irgendjemand ich weiß nicht, mit Kotzphobie hat. Ich habe die Folge echt oft Kotzen erwähnt. Ich glaube, ich muss es irgendwo noch anschreiben, sorry. So eben mit Selbstbeherrschung und so kriegst du auch echt grosse Confidence und du machst es für niemand anders als für dich selber und das ist so cool, wenn du eben weißt so, ja nein, ich werde nichts falsch machen. Auch zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist, du musst dir keine Sorgen machen, ja vielleicht, wenn einer zu mir ankommt und mich anflirtet, wenn ich genug besoffen bin, weiss ich dann nicht, was passiert. So, nein! Das ist nicht cool und es fühlt sich nicht gut an. Gut anfühlen tut sich, wenn du weißt, Alter, ich kann so besoffen sein und ich weiss trotzdem am Schluss des Tages, ich liebe nur diese Person. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht nicht die richtige Person. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, kennt eure Grenzen und man muss sich auch nicht immer so völlig beherrschen, das ist gar nicht mein Point, aber wenn es dann so ist, dass ihr euch einfach nur noch schämt oder irgendwie schlecht fühlt dafür, dann ist das auch nicht ein cooler Sommer. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, alles so in Massen und es geht ja wirklich nur darum, Spass zu haben. Und irgendwann macht es ja keinen Spass mehr. Oder auch wenn du am nächsten Tag so fucking verkatert bist oder dass du eine Woche nur noch im Bett rumliegen kannst und keine Energie hast, das ist auch nicht cool. So, ja, man muss auch erstmal seine Grenzen finden. Logisch wirst du nicht von Anfang an wissen, wie viel du trinken kannst. Logisch wirst du mal verkacken. Aber danach ist es wichtig, dass du dich selber so ein bisschen an die Nase nimmst und auch wirklich so ein bisschen dich auf das achtest. Wenn du dir selber wichtig bist. Logisch, es gibt Leute, die juckt das halt auch einfach nicht und so. Aber die Folge geht jetzt auch eher an Leute, die sich auch für das interessieren und sich Mühe geben wollen und so weiter und so fort. So ein bisschen, weißt du, wir sind die reflektierten Sorte, würde ich jetzt mal arrogant von uns losen Malers behaupten. Alter, mein Bein ist eingeschlafen, sorry, warte. Oh mein Gott, oh, das ist schlimm. Ich hasse es. Ui, okay, das nächste ist auch mega wichtig. Ich muss garbsen, das ist auch wichtig. Wartet. Okay, also, der nächste Punkt ist, auch wenn das jetzt alles so mega wild tönt und eben man lebt sein Leben und gang mal Spass haben und sag einfach mal ja und mach Sachen, die du noch nie erlebt hast, finde ich, geht auch oft vergessen, eben, dass man gleich noch Zeit für sich selber nimmt, weil es ist so einfach nur rausgehen und so alle Sorgen vergessen. Und ich glaube, darum haben alle Leute den Sommer so gern, weil
es ist so eine gute Excuse, um einfach jeden Tag draußen zu sein und du musst nie allein sein und du musst nie mit deinen Gedanken befassen und solche Sachen. Aber das gehört für mich auch zu einem Hot Girl Summer, dass man sich weiterentwickelt und sich auch Zeit für sich selber nimmt. Weil wieder, das gibt dir so viel Kraft und keine Ahnung, irgendwie so, du bist so selbstbestimmt, wenn du auch selber mal sagen kannst, so jetzt bleibe ich mal daheim und ich habe es nicht nötig. So, ich bin nicht abhängig davon, mit anderen Leuten zu sein, dass ich glücklich bin, sondern ich kann mir auch easy mal 1-2 Tage nehmen und für mich etwas machen und es ist genau so ein cooler Tag am Schluss. Keine Ahnung, leset Bücher, macht wirklich so eine 0815 Spa-Day, geht mit eurer Familie etwas machen, chillt nur mit euren Hunden, chillt den ganzen Tag im Bett und schaut fucking Netflix. So, es ist gleich, du bist gleich allein. Und logisch ist Netflix und so auch eine Ablenkung. So, du musst dann auch nicht hart überlegen und so. Aber es geht einfach darum, dass du auch allein klarkommst, weil sonst ist am Schluss vom Sommer, Alter, ist es noch viel trauriger, wenn du wieder so zurück ins normale Leben musst und du merkst, Bro, ich weiss nicht mehr, wie ich allein sein kann. Und das war für mich letzten Sommer richtig schlimm gewesen, weil letzten Sommer habe ich Schluss gemacht und bin allein daheim gewesen, meine Mama war weg gewesen. Ich habe irgendwie so, alle meine Friends sind in der Ferien und so, ich musste allein sein und ich habe so gedacht, Bro, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Und das ist so etwas, das gibt mir mega Kraft zu wissen, dass ich weiss, was ich mit mir allein anstellen kann. Ich weiss, auch wenn alle sich morgen verpissen würden, ich würde nicht gerade sterben. Logisch, das wäre mega scheiße. Aber irgendwie wüsste ich, wie ich zurück auf die Füße komme. Und ich finde es immer schade, dass man das nur macht, wenn es schon so weit ist. Wisst ihr, so, man lernt es erst, wenn man alles verloren hat und muss allein sein. Aber wenn man sich eben bewusst so Tage nimmt und so, kommt es gar nicht erst so weit. So, dann machst du wie präventiv schon Arbeit für dich selber und schaffst an dir selber und wachst irgendwie auch und das ist auch mega cool. So, eben, wie ich sage, so neue Experiences und so im Sommer helfen dir mega zu wachsen, aber auch so bewusst selber an dir zu arbeiten und dich selber kennenzulernen, ohne den Einfluss von anderen, das gibt einem meistens auch mega viel. Ah ja, und das Letzte, was ich selber auch noch ein bisschen schwierig finde, aber immer mehr so ein bisschen wirklich anwende, ist, dass man einfach an sich selber glauben soll und aus sich selber das machen soll, was man an anderen cool findet. So genau das, was ich am Anfang gesagt habe, wegen den Outfits und so. So, du siehst eine, du denkst, Alter, die ist so fucking nett. Ich wünschte, ich könnte so nett sein, aber das bin einfach nicht ich. Wer hat dir gesagt, dass das nicht du bist? Ja, vielleicht, weil du dich das ganze Leben so verhalten hast, aber das heisst nicht, dass du weiterhin so ein Arschloch sein musst, sondern du kannst auch einfach irgendwann aufwachen und denken, so, jetzt gebe ich mir Mühe und probiere auch ein guter Mensch zu sein, zum Beispiel. So, das gibt dir so viel mehr, als in dieser Rolle stecken zu bleiben, wo du dir halt einfach irgendwie angeeignet hast. Und ja, ich weiss, es ist auch ein bisschen komisch, wenn alle Leute in deinem Leben dich so kennen, wie du bist und plötzlich veränderst dich und es wird fix auch negative Rückmeldungen geben zu dem so, hä, was meinst du jetzt, was machst du jetzt, hä, du bist ja hure nicht mehr du selber. Nein, Leute, aber das ist auch der Point. Wir sind in einem Alter, wo wahrscheinlich jedes Jahr so viel verändert ist, im besten Fall. Und es ist nichts Schlechtes. Leute, die für dich bestimmt sind, wachsen mit dir mit. Das ist genau gleich. Wir sind jetzt wahrscheinlich alle ungefähr in einem Alter, wo sich Freundesgruppen aufteilen, wo du nicht mit den gleichen Leuten wie aus der Schulzeit chillst und du merkst, hey, irgendwie sind wir nur miteinander gewesen, weil wir zusammen in die Schule gegangen sind. Wir sind gar nicht so gute Kollegen. So, es ist alles traurig und es ist alles mit viel Veränderung verbunden, was auch sehr unangenehm ist. Aber gleichzeitig muss man auch realisieren, so, es passiert aus einem Grund. Und die Leute, mit denen du vor 2 Jahren mega viel Spass gehabt hast, sind vielleicht jetzt einfach nicht mehr die Leute, mit denen du mega viel Spass haben wirst. Das heisst nicht, dass du nicht dankbar sein kannst für die Zeit, aber es heisst gleichzeitig auch, es kommt noch viel mehr auf dich zu, wo du vielleicht auch, eben, dann hast du vielleicht eine neue Phase, neue Friends und die sind dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr so der perfekte Fit für dich. Ich glaube nicht, dass die meisten Sachen im Leben dafür bestimmt sind, zu bleiben, sondern sie sind dafür bestimmt, dir etwas zu geben und beizubringen. Und gleichzeitig gibst du ihnen auch etwas zurück. Und irgendwann kann man einander halt einfach vielleicht nichts mehr geben und dann ist es blöd, sich so zu zwingen, miteinander zu bleiben. So, wenn du merkst, okay, die Freundesgruppe ist wirklich nur noch für den Ausgang da, aber wir haben gar keine Gesprächsthemen und wir jucken einander eigentlich auch gar nicht so und mir bringt das nichts, okay, dann musst du dich vielleicht einfach ein bisschen distanzieren. Oder es kann auch sein, dass du okay bist damit, so ja, okay, ich realisiere jetzt, die Leute sind keine wirklich gute Kollegen, sondern einfach coole Partyleute zum Beispiel. Aber das ist für mich okay, gut, dann gehst du halt weiterhin mit denen im Ausgang, aber erwartest nicht von ihnen, dass sie mega gute Friends für dich sind. Wisst ihr, was ich meine? So,
man muss lernen, akzeptieren, so, ja, wir verändern uns alle und Leute müssen genauso von dir akzeptieren, dass du dich veränderst. Und wenn sie es nicht akzeptieren, ist auch okay. Eben, wenn sie nachher finden, hey, was ist mit dir? Was bist du plötzlich so eine, spürst mich, fühlst mich, Bitch? Du bist doch vorher so reckless und so eine coole und jetzt plötzlich machst du eine auf nett. Ja, okay, dann gehörst du vielleicht einfach nicht mehr in mein Leben. So coole Kollegen von mir sagen, Alter Emma, es ist richtig cool, wie du dich weiterentwickelst und ich fühle das richtig und ich werde dich immer unterstützen. Das sind wahre Leute und ich weiss, einige haben das wahrscheinlich noch gar nie gehört in ihrem Leben, aber es wird noch kommen. So, man findet so Leute, die wirklich so sind und das ist nicht nur in den Büchern und in den Filmen so. Es gibt wirklich Leute, die jeden Tag mit mir so reden und ich hätte das auch vor 5 Jahren nie im Leben gedacht, dass ich jemals so eine Freundschaft haben werde, wo mir so viel bedeuten kann. Ich habe immer gedacht, ja, okay, Kollegen sind nicht so wichtig und so, die verarschen einem eh nur. Nein, nur wenn du es zulässt. Und logisch, man kann es nicht immer wissen und man ist nicht immer selber schuld, aber oftmals weiss man ja eigentlich selber schon, was das für Leute sind und lässt es irgendwie einfach trotzdem zu, weil man es gar nicht anders kennt. Und eben darum einfach so, glaubt an euch selber und macht aus euch, was ihr gerne hättet. So, anstatt immer so, dass, ja, ich wünschte, ich wäre so. Nein, mach's doch einfach. Ich wünschte, ich würde mich so anlegen wie die. Mach's doch einfach. Ja, nein, kann ich nicht, weil ich sehe nicht aus wie die. Nein. Hast du das Gefühl, die Person denkt das? Die hat das auch einfach gemacht. So, alle Leute, die wir so idolisieren und cool finden, die haben das auch einfach müssen machen. Und die haben auch erstmal die Eier müssen haben dazu. Und jetzt finden wir sie alle hure cool. Du kannst die Person sein, die alle hure cool findet. Und es geht ja gar nicht um das, aber mach einfach das, was dich glücklich macht und schiss mal ein bisschen, was die anderen denken. Wenn es jetzt um so Sachen geht, logisch, Alter, wir sind wieder bei den Boundaries. Mach nicht einfach nur das, was dir gerade Bock macht und schiss auf alle Leute und verletzt 100 Mädchen dabei. Nein, aber so alles eben, wie gesagt, in Massen. Ich glaube, das ist so wirklich so das Essentielle, was ich zum Hot Girl Summer so zu melden hatte. Es würde mich mega interessieren, was ihr dazu sagt. Ich weiss, ich habe jetzt sehr viel Verantwortung immer auf uns da. Ich weiss auch, so logisch, es ist nicht alles unsere Schuld. Und ich weiss auch jetzt zum Beispiel mit den Boundaries und so, wenn man Alkohol getrunken hat und so weiter und so fort. Ich hätte auch ansprechen Männer genau so. Aber erstens, das ist hoffentlich selbstverständlich. Und zweitens will ich auch nicht immer über das reden müssen, wo wir eh nicht kontrollieren können. So, wir können nicht kontrollieren, ob am Schluss vom Abend ein Typ kommt und dir an den Arsch lenkt. Logisch ist es scheiße, aber du kannst nichts daran ändern, du kannst nichts beeinflussen und es hat nichts mit dir zu tun, so Sachen. Und dann ist es doch umso wichtiger, dass wir uns nur so darauf fokussieren, was kann ich selber machen, dass es mir gut geht diesen Sommer. Und wenn dann halt irgendein fucking Scheiß passiert, was ich hoffe, passiert niemandem, dann weißt du trotzdem, ich kann selber nichts dafür. Und das ist auch etwas, wo ich denke, resultiert aus all diesen Sachen, die ich euch jetzt ans Herz legen wollte, ist so, wenn du selber weißt, du hast alles in deiner Macht gemacht, dass es dir gut geht, dass du coole Experience hast und so, dann wirst du auch in so Situationen, wo du wirklich nichts dafür kannst, wirst du nicht mehr dir selber die Schuld geben, weil du weißt selber, was du gemacht hast und was nicht. Wenn du wie ein Fisch einfach so ein bisschen, so, ja, ich weiss jetzt auch nicht, und so keine Boundaries gesetzt hast und so die nicht für dich selber eingesetzt hast, dann ist es auch viel einfacher für dich nachher, wenn etwas passiert, wo sowieso nicht in deiner Macht steht, gleich irgendwie dir selber die Schuld geben. So, ja, vielleicht hätte ich noch das und das machen können. Nein, hättest du nicht. Also versteh mich nicht falsch, in beiden Situationen kann niemand etwas dafür, wenn ein Scheiß passiert. Weil du kannst nichts dafür. Aber in der einen Situation kannst du dir selber das auch wirklich sagen und in der anderen Situation bist du vielleicht noch nicht selbstbewusst genug und noch nicht klar genug mit dir selber, dass du dir das auch eingestehen kannst, weil ich finde, es ist mega, mega schwierig, dir selber zu sagen, nein, du bist nicht schuld dran. Es ist so in uns drin, dass wir immer zuerst den Fehler bei uns selber suchen, wenn irgendein Fick passiert. Eben jetzt zum Beispiel sexuelle Belästigung und so weiter. Man denkt immer, ja, was hätte ich können machen, dass es nicht so rausgekommen wäre. Wenn du alles machst, wie es dir passt und wie es dir gefällt und weisst, ich habe mich auf alles geachtet und habe nur einen coolen Abend haben und ich weiss, was meine Intentionen waren, dann stehst du auch zu dir selber und sagst, Alter, nein, das war nicht korrekt gewesen und es hätte nicht passieren dürfen und nichts, was ich gemacht habe, hat dazu geführt. Ich weiss nicht, ob das jetzt klar war, wie ich das meine, aber ich meine es wirklich null so Victim-Blaming-mässig. Eben so, ich weiss, nie kann jemand etwas dafür. Es geht mir mehr mit dem, was ich sage, so ums innere Gefühl,
wo man selber hat, weil ich weiss, es ist schwierig, auch wenn dir jede Person in deinem Umfeld sagt, nein, du hast wirklich nichts dafür können und so. Wenn du selber nicht an dich selber glaubst, ist das so schwierig, das irgendwie zu verinnerlichen. Und das wünsche ich niemandem, dass man so immer sich selber die Schuld gibt und so. Und darum einfach, eben, ich glaube, es ist immer vorteilhaft, an sich selber zu arbeiten und am Selbstbewusstsein und an sich selber zu glauben, egal in welcher Situation, jetzt eben auch in so extremen Situationen, wo hoffentlich nicht passieren, aber leider ist es halt die Realität und es passieren oft Scheisssachen. Dass man sich selber dann irgendwie aufbauen kann, so ist mega wichtig. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr alle irgendwie einen chilligen Sommer habt, dass ihr safe bleibt, dass nichts Schlimmes passiert, dass ihr einfach Spass haben könnt, aber gleichzeitig auch niemand verletzt. Weil das ist eben so der Aspekt von Hot Girl Summer, den ich ein bisschen blöd finde, dass man so einfach so reckless und ja, scheiß drauf und so ist. Und am Schluss verletzt nicht nur andere Leute, sondern vielleicht auch dich selber, weil du irgendwie enttäuscht bist von dir selber und das wollen wir ja auch nicht. Darum übernehmt die Verantwortung, reflektiert ein bisschen, nehmt euch auch mal ein bisschen Zeit für euch selber. Und ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spass gemacht oder irgendwie so ein bisschen etwas gebracht. Korrigiere mich bitte, wenn ich irgendetwas gesagt habe, was so nicht ganz passt. Das sind wirklich einfach so meine spontanen Gedanken dazu. Und ja, schreibt auch gerne unter einem Insta-Post, was ihr noch so für Regeln oder so Tipps für den Hot Girl Summer habt. Typen, ich fände es auch mega spannend, was ihr dazu denkt, falls ihr überhaupt noch da sind jetzt. So, ob ihr schon mal über das nachgedacht habt oder was es so bei Typen zu sagen gibt und so. Weil ich will einfach nicht für Typen reden, weil ich bin nicht in eurer Haut. So. Das höre ich auch mega oft in meinen... ich poste immer noch ein TikTok zu den Podcast-Folgen, dann sind mega viele Männer kommentieren dann, ja, und was ist mit Männern? Und dann schreibe ich immer, ja, dann können Männer einen eigenen Podcast machen, wo sie über ihre Erfahrungen reden. Weil es ist nicht meine Erfahrung und nicht meine Realität. Und ich bin auch nur da, um über unsere Realität zu reden und meine. Und das ist schon mal genug, denke ich. Genau. Ich hatte sehr viel Spass und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Gehört, gesehen. Beilosen mal und vergesst nicht, den Podcast zu bewerten, falls ihr Bock habt. Und folgt mir auf YouTube. Eben, vielleicht mache ich... Alter, es gibt so viele Sachen, die ihr mir rückmelden müsst, merke ich gerade. Aber nein, sagt mir doch, ob ihr Bock hättet auf so ein Hot Girl Summer Glow-Up YouTube-Video. Weil, ich sage jetzt auch YouTube, weil das wird fix ein längeres Video und das bringt mir auf TikTok und so nichts. Falls ja, folgt mir auf YouTube. Ich heiße Wemse. Und stay tuned. Danke fürs Zuhören. Tschüssi! Oh mein Gott, Leute, nein, ich will euch noch erzählen, ich habe einen fetten Ohrenwurm von dem Toma. Du. Ich glaube, das ist Brazilian Funk. Ich liebe Brazilian Funk-Lieder. Tschüss!